Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. Tja, haben wir's gesagt, haben wir's gewusst, haben wir's geahnt. Es ist wieder eine Quantitätsoffensive am Stissel. Gerade, es scheint jetzt in Berlin zu sein und da haut er jetzt natürlich raus. Es ist Januar, wir wissen, im Januar kommt immer mehr, wie in jedem anderen Monat. In den letzten Jahren hat er aber dann den Vorteil gehabt, dass irgendwo dann immer wieder mal so ein bisschen ein Geldsegen hergekommen ist. Beziehungsweise, ja, wo er dann noch irgendwie seine Abonnenten hatte und die streamende Barne auf YouTube und auf YouNow. Jetzt wird es schwierig. Wir werden sehen. Wir schauen beim guten Spiegelort. Hier, Download TikTok Stream, Fähre F11, 26.01.23. Dann da die Song. Wie immer, hockt euch hier, sagen wir mehrere Reißzeichen halbe auf. Mir ginge einer in Rainer. Ich bin immer noch in Berlin, wenn man das so nennen kann. Ja, Berlin kann man schon so nennen, würde ich, hat sich bewährt. Weiß jeder, was gemeint ist. Und zunächst mal vielen lieben Dank an sämtliche Geschöpfe ihr seid. Ja. Das war jetzt irgendwie abgerupft, irgendwie hat er nicht eine extra Komik gekriegt. Schönen vielen Dank an sämtartige Geschöpfe ihr seid. Klar, dass das hat adoriert. Ich habe an der Mauer gestreamt gehabt. Und die Mauer steht ja eigentlich... Du hast an der Mauer gestreamt gehabt, ja. Du bist 20 Meter an der Mauer auf und ab gelaufen. Und hast deinen fetten Kürbis in die Kamera gehalten. Und hast ein bisschen um Barne gebettelt. Und Leuten Märchen davon erzählt, dass du eigentlich so ein ganz kommoder Typ bist. Der noch nie was falsch gemacht hat. Also die eingerissene Mauer steht ja für Freiheit und so weiter. Und die eingerissene Mauer steht für Freiheit. Ich glaube, dass hier irgendjemand einen Zirn geschissen hat. Die eingerissene Mauer, es sind Teile der Originalmauer da aufgebaut und das ist als, ja, mit Symbolwirkung, aber die eingerissene Mauer steht für Freiheit. Wort zum Sonntag. Mir wird meine Freiheit mal wieder genommen. Das fängt schon wieder gut an. Das fängt... Jetzt muss ich wieder zusammenreißen, weil ansonsten das scheiß Video wieder gesperrt wird. Ihm wird seine Freiheit mal wieder genommen. Ihm! Dem kreisligen Fettbeitel, der Arbeitslose, der seit 10 Jahren auf der faulen Haut liegt, aber im 4-Sterne-Hotel logiert und einmal zur Spaß an der Freude irgendwie nach Berlin fahrt und dann von einem Hotel zum anderen und ladida. Ihm wird seine Freiheit genommen. Ja, sag einmal, ist jetzt komplett aus, oder? Seine Freiheit wird ihm genommen. Ich glaub, mir hat jemand den Stiefel geschissen. Oder versucht mir genommen zu werden. Nee, du bist einfach paranoider Spacki, das ist das Problem. Weil ich ja nicht mal in Berlin irgendwie in Ruhe rumlaufen kann, streamen kann, mein Ding machen kann. Übrigens... Ja, nicht mal in Berlin kann ich hier rumlaufen, mein Ding machen. Nicht mal in der bevölkerungsreichsten Stadt Deutschlands kann man rumlaufen, ohne erkannt zu werden als Deutschlands meistgehassteter Ex-YouTuber. Ja, quel surprise, Rainer. Wenn du nicht erkannt werden willst, dann musst du ins ostdeutsche Hinterland gehen. In irgendein Kaff, das dem entspricht, in dem du auf die Welt geschissen wurdest, da gehst du hin. Wo der Altersdurchschnitt bei 70 Jahren liegt, wo keiner jemals was vom Internet gehört hat. Da kennt dich dann auch keiner. Und dann hast du so viele Freiheiten, wie du willst. Da kannst du mit Desai auf dem Misthaufen schlafen. Nochmal nette Grüße an die nette Dame von neulich. Hätte gerne noch Nummern getauscht. Hat leider nicht ganz so funktioniert. Ja, Gott sei Dank für sie, dass sie die Nummer getauscht haben.
Jetzt hast du schon 300 Bilder von deinem schrumpeligen Pensi gekriegt. Darüber ärgere ich mich immer noch. Aber gut. Wieder diese Stricherhandschuhe, also das... Die Scheiße läuft jetzt hier... Das Intro vom Spiegel oder eine andere Klump waren knapp 50 Sekunden. Die Scheiße läuft jetzt hier knapp über eine halbe Minute. Ich bin schon auf 188 wieder. Lassen wir es mal dahingestellt. Alles drum und dran. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Du mich am Arsch. Im Kopf nicht mehr aus. Die anderen Deppen schmeißen ihm auch irgendwelche Barren hinten aus. Irgendjemand hat ihm Parfüm geschenkt. Ja, das kann er brauchen. Ein paar Sachen möchte ich auf jeden Fall mal kurz anmerken. Ich nehme gleich ein paar Gäste rein. Vielleicht macht man noch mal 1, 2 Matches. Ich weiß nicht, die Matches kommen, glaube ich, ganz geil an. Es war nur eine Frage der Zeit. Bis Rainer auch auf diesen wir machen Matches auf TikTok Bullshit aufspringt, so. Weil da Gebarne. Übrigens, das ist auch die allerdümmste Sache, die es auf der Welt gibt. 2 Gehirnamputierte sitzen vor ihrem Handy und lassen sich um die Wette mit Geld beschmeißen und die Leute machen da mit. Und einer muss sich danach einen Finger in den Arsch stecken oder was auch immer. Es ist doch, sag mal, geht's eigentlich noch? Wo ist denn die scheiß Menschheit gelandet? Was ich auf jeden Fall kurz anmerken möchte, ich merke es hier auch wieder. Hier sind laute Graffitis. Also. Ja, Rainer, das ist eine Großstadt, das sind Graffitis. Ich weiß gar nicht, wie viele Graffitis ich hier in Berlin schon gesehen habe. Und ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen zwiespältig. Also Jetzt hat er den Finger wieder auf dem Mikro, der große Profi-YouTuber wieder. Ja, er sieht es zwiespältig mit den Graffitis. Rainer, das ist Berlin. Wenn du keine Graffitis haben willst, dann geh nach Altschau. Schlechtes Beispiel. Auf der einen Seite finde ich es ganz cool, weil es sind wirklich viele coole Graffitis auch. Aber leider sehe ich halt auch oft mal einfach so irgendwelche Schriftzüge, die halt auch tatsächlich einfach nur aussehen, als hätte ein Dreijähriger einen Bleistift in die Hand bekommen. Und also du? Sie sehen so aus, als hättest du das geschrieben. Ein Dreijähriger mit einem Bleistift in der Hand. An die Wand gekritzelt. Vielen Dank für die Unterstützung. Finde ich nicht ganz so cool. Also ich muss sagen, ich weiß nicht ganz. Also es gibt anscheinend Leute, die auch extra deswegen nach Berlin fahren oder nach Berlin ziehen oder so. Und das ist auch cool. Aber wie gesagt, ich sehe das ein bisschen kritisch, weil auf der einen Seite ist es Sachbeschädigung. Sachbeschädigung. Mit Sachbeschädigung kennt er sie nämlich aus. Derjenige, der mit Pflastersteine auf andere Leute Autos schmeißt oder Scheiben von den Autos einschlägt und sowas. Da kennt er sich richtig gut aus. Ja, muss aber dazu sagen, ich bin aber auch vorbestraft. Das bin ich auch. Ja, du bist vorbestraft, Rainer. Das hättest du auch so sagen können. Du bist vorbestraft. Unter anderem auch wegen Sachbeschädigung. Aber ich meinte vorbelastet wegen meinem Haus und so, wegen meinem eigenen Grundstück. Ja, das hast du, dein eigenes Haus und dein eigenes Grundstück, das hast auch reichlich sachbeschädigt. Das ist richtig. Und deswegen sehe ich das vielleicht ein kleines bisschen anders. Gut. Jetzt will er jetzt hier einen auf Moral High Ground machen. So, ja. Ich habe ja da Erfahrung. Das ist wie jemand, keine Ahnung, das ist wie wenn er Krebs überlebt hätte. Und sagt, ja, ich als Betroffener, ich kann das viel besser einschätzen. Halt dein Maul. Halt dein dummes Maul. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, das ist richtig. Überhaupt keinen Sinn. Oder lange Rede, wenig Sinn, wie auch immer. Belassen wir es erstmal da dabei. Nochmal vielen Dank für die ganze Unterstützung. Wenn ihr so weiter die Schweinchen raushaut. Ich weiß gar nicht, was die so sind. Ja. Hau weiter die Schweinchen raus. Ja. Da kann er sich wieder auf den Grill legen. Dann ballern die uns hier ja richtig zu. So. Bitte was? Alter, das ist ein richtiger Unscheiß. Das Social Media hat der durchgespielt, gell? Jo, danke für die ganze Unterstützung. Wenn ihr hier die Schweinchen raus schmeißt, so, dann ballern die uns hier so richtig zu. Wow. Also Kommunikation mit den Zuschauern, glatte Einser. Braucht man nicht mal drüber reden, ist er so. Schon bestanden.
Dann haben wir auch gleich das Ding erwischt. Ich guck mal eben in die Liste. Summa cum laude, komplett verbrannt. Puh, wen nehmen wir denn mal? Keine Ahnung, ich kenne die alle nicht. Du nimmst wieder irgendeine Mulle rein, sag's halt. Das war das letzte Mal auch wieder. Es ist halt irgendeine Mulle und dann kommt wieder, oh, Drachenlord, sagt dir das nix? Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ach doch, oder? Ja, herzlichen Glückwunsch. Einen Moment, ich muss kurz jetzt die Lautstärke wieder angleichen von diesem rasenden Hugo-Trinker. Das geklappt? Nö, ich glaube nicht. Verzirkt deine kreislige Fettfotzen nicht so. Das schaut widerlich aus und deine ranzligen Schimmelzähne will auch kein Mensch sehen. Triggert euch das auch? Triggert euch das auch, wenn er da sitzt, fette Feist und dann keine Ahnung und kein Plan, aber Hauptsache ihr Barne. Versuchen wir es mal hiermit. Ja, Duckface, Rainer. Richtig. 2014 hat er angerufen, es will seinen Trend wieder haben. Hallo, Servus. hörst du mich? Wow, ist keine Mulle. Also auch wieder ein schönes Bild. Hier, auf diesem Bild seht ihr, wie das Innere des Kopfes es sich nach außen ausstrahlt. So, absolute Hohlheit. Servus. Wie geht's dir? Wo soll ich anfangen? Ich hab Diabetes und Wasser in den Beinen. Ich mach's wahrscheinlich nicht mehr lang. Ansonsten Altodi. Jo, passt Jo. schon. Und selbst? Alles bestens. Ich habe nur eine Frage. Bist du dumm oder so? Jetzt kommt's. Sieht es momentan nach einer Wohnung besser aus oder ist die Lage immer noch kritisch? Du solltest eigentlich wissen, dass ich über meine Wohnsituation, Ist Privatsache etc. Lebenssituation so im Detail überhaupt nicht sage. Auch nicht, ob es damit gut oder schlecht aussieht. Letzten Endes ist es einfach so, Letzten Endes! ich arbeite einfach an meinem Leben. Du arbeitest überhaupt nicht. Und dein Leben hast du vor die Wand gefahren. So wie immer. Ja, okay. So wie immer. Ich arbeite an meinem Leben. So wie immer. Alles andere ist Privatsache etc. Du arbeitest an deinem Untergang. So wie immer. Privatsache am Arsch. Ja, okay, dann wünsche ich dir was, ne? Videos hochladen, wie er den schwarzen Luan in seinen fetten, kreisligen Arsch reingestopft hat. Aber Wohnsituation ist Privatsache. Wissen wir Bescheid, oder? So, danke. Hau rein. Tschö. So. Keine Ahnung. Probieren wir mal die Person hier. Die andere Person jetzt rausgeflogen. Hallo? Jo, servus. Du fetter Hurensohn. Ich hab's nicht gesagt, YouTube. Ich hab's nicht gesagt. Ich war's nicht. Ich verurteile das. Muss definitiv also nicht Rainer als Hufeisenbesitzer bezeichnen. Mit der Hurensohn. Und warum musst du hier andere Leute beleidigen? Ich habe euch die Sachen das letzte Mal eingespielt. Warum? Also Weil ich meine, du ein was fetter hast Hurensohn bist. Okay, also meine Mutter schafft, soweit ich weiß, nicht an. Deine Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mutter ist nicht schlecht gewesen gestern Nacht, hat allerdings ein bisschen zu viel verlangt, aber Aha, aha.
Oh, ist wieder der schlagfertige Rainer. Der schlagfertige Rainer ist mein Lieblingsrainer. Einer meiner Lieblingsrainer. Weil er sich da so fühlt. Der labert eine Scheiße. Wirklich einfach Comebacks auf irgendwelche Sachen, die ein Erstklässler besser hinkriegt. Und dann fühlt er sich wie der Allergrößte. Ah, okay, interessant. Ich Komisch gehe nur, davon, dass oder war meine die Mom nicht in Berlin ist. komisch. Wer war das denn sonst? Ist genauso hässlich wie du und labert Weiß genauso ich viel nicht, Müll wie wahrscheinlich du. wie sonst auch immer deine rechte Hand. Oder vielleicht die Crackpots von Mona. Oh, der hat gesessen. YouTube, ich hab's nicht gesagt. Mein Lachen ist nicht als Zustimmung zu interpretieren. Ja, zwischen meiner rechten Hand und der Crackfotze gibt es keinen großen Unterschied zu deiner Mutter. Ah ja. Das macht keinen Sinn, Rainer. Das, Ah ja, macht Sinn. Ja, deine Beleidigung einfach aus heiterem Himmel macht mehr Sinn, oder wie? In Ey. der Tat, würde ich behaupten, ja. da lässt sich zumindest drüber diskutieren. Gleich jemanden als Hurensohn zu bezeichnen, sogar noch als fetten Hurensohn, gut fett bin ich, gebe ich zu, Ja. aber ich kann meine Unzulänglichkeiten zugeben. Ich bin vielleicht fett, ich bin vielleicht auch ein Hufeisenbesitzer. Aber ihr habt keinen Schnörres. Scheiße. Du anscheinend solltest mal ein bisschen an deinem Benehmen arbeiten, junger Mann. Also wenn ich mal überlege, dass ich zurzeit noch eine Wohnung, einen Job etc. habe Nicht und mehr? du einfach ein obdachloser Hurensohn bist, stark. Denk doch mal 5 Sekunden nach. Warum habe ich die nicht mehr? Ja, ich könnte jetzt wieder meinen Monolog halten. Weil du Woran deine könnte- Rechnung nicht bezahlt hast, weil du allen Leuten im Dorf auf den Sack gegangen Weil du ein fabulöser Hula-Hoop-Reifentester bist. bist. Ja. Deswegen bin ich im fetten Ford Ranger rumgefahren, als ich es rausverkauft habe. Ich will es auch mal hören. gegangen bist. Ja. Weil du Woran deine könnte- Rechnung nicht bezahlt hast, weil du allen Leuten im Dorf auf den Sack gegangen bist. Ja. Deswegen bin ich im fetten Ford Ranger rumgefahren, als ich es rausverkauft habe. Jetzt flext er immer noch mit diesem scheiß Ford Ranger. Und warum habe ich das Haus immer? Ja, weil du überschuldet warst. Ja, deswegen bin ich mit dem fetten Ford Ranger rumgelaufen, als ich es verkauft hatte. So, ja, weil es der Parkmark Wurzgas hat trotzdem noch gekriegt, Alter. Alter Schwede. 4 Monate bist du damit rumgefahren und dann war der auch wieder Schrott, du Lappen. Ohne Scheiß. Da braucht man kommen. Oh Mann. Ich hoffe, dass das einer von meinen Zuschauern ist. Ich feiere diesen Mann. Schrott war überhaupt nichts. Na, der war überhaupt nicht Schrott. Es war bloß hinten der Radlauf war eindruckt. Der Seitenspiegel ist abgefahren gewesen. Hinten die Stoßstange war zersägt. Vorne die Stoßstange war angedellt. Ganz zu schweigen davon, dass ich glaube, den scheiß Geruch kriegst du nie wieder raus aus dem Scheißkarren. Du kommst her. Nein. Mal ernsthaft, merkst du eigentlich, dass du dich gerade vor, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir aktuell haben, lächerlich machst? Du beleidigst, 721. wenn du nichts weißt. Du laberst über jemanden, von dem du nicht die geringste Ahnung hast. Und du redest von jemandem schlecht, der mehr in seinem Leben erlebt hat, als du wahrscheinlich in 5 Minuten oder... Nein, du hast einen Scheißdreck erlebt. Du hast einen Scheißdreck erlebt. Das Einzige, was du erlebt hast, sind Spott und Häme, die du herbeiprovoziert hast. Ja? Die Geister, die du riefst, die hast du erlebt. Und ansonsten bist du doch in deinem Scheißleben aus diesem räudigen Dreckskampf nicht rausgekommen, bevor du die scheiß Schimmelschanze verkauft hast. Verzeih mir doch nichts, was du alles erlebt hast. Leute, die mal rausgekommen sind, die haben was erlebt. Du hast die letzten 6 Jahre in dem Loch verschanzt. 10 Jahren. Also, dass Ja. du vielleicht mehr erlebt hast, da du ja auch gut 10 Jahre älter bist, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Also kommst du auch noch- Trotzdem würde ich behaupten, dass ich mit meinen 23 Jahren momentan erfolgreicher im Leben bin als du.
bezweifle ich ehrlich gesagt. Wie groß bist du denn bekannt? Rainer, es geht nicht um den Bekanntheitsgrad. Und noch dazu ist dein Bekanntheitsgrad dann doch eher zweifelhafter. Und wenn der, keine Ahnung, entweder studiert oder schon eine abgeschlossene Ausbildung hat, vielleicht gerade auf die Meisterschule geht, dann hat er mehr erreicht wie du. Wer kennt dich denn außer deiner... Du, ich gebe da gar keinen Wert drauf, verstehst du? Aber weißt du, wo ich Wert drauf gebe? Auf gute Geschäftsbeziehungen. Und mir? Bitte? Ich ziehe, egal wie viele schwierige Probleme ich bekomme, egal wie viele von euch da sind, ich ziehe durch. Du beleidigst jemanden, der alleine gegen wie viele 100.000 Menschen angeht? Oh, jetzt kommt wieder die Ich gegen alle diese 300 Fabel. Ja. Er ist der Größte, weil er gegen alle Widrigkeiten weiter ankämpft und nicht aufgibt. Na Rainer, du bist einfach stockstur und hageldumm. Das ist das Problem. Und einfach stockstur und hageldumm sein ist nichts Besonderes. Von Intelligenz zeugt es, wenn man auch mal einen verlorenen Kampf als verloren anerkennen kann und sagen, das war jetzt vielleicht einfach blöd. Das ist jetzt nicht mein Ding. Da habe ich massiv in die Scheiße gegriffen und jetzt nehme ich die Hand aus der Scheiße wieder raus, wasch sie und mach was anderes. Aber du rührst in der Scheiße und immer tiefer bis zum Ellbogen drinnen hockst oder bis zur Schulter in der Scheiße steckst und es wird weiter gerührt, weil theoretisch könnte irgendwo noch eine Golddublone drin sein. Einfach stur und hageldumm sein ist keine Leistung, Rainer. Und dann willst du dich als jemand mehr erreicht hat als ich? Gegen wie viele Menschen hast du in deinem Leben den Größeren gezogen? Hm? Rainer, ich muss mich gegen niemanden aufbringen oder wehren, weil ich habe halt einfach nicht so viel Scheiße gelabert wie du und habe so viele Hater auf mich gezogen. Direkt zu als fetter Hurensohn. Ich sehe gerade übrigens im Chat, Grüße gehen raus an Ofi. Scheiße gelabert, Junge. Du hast nicht viel Scheiße gelabert. Nein, du kommst her und laberst jemanden direkt zu und beleidigst jemanden direkt als fetten Hurensohn. Aber du laberst nicht so viel Scheiße wie ich. Im Übrigen, merkst du das auch? Rainer fühlt sich momentan offensichtlich wieder richtig. Jetzt ist er da in Berlin und dann macht er hier einen auf Weltenbummler und so einen Schmarrn. Im Moment ist gerade wieder ein richtiges Hoch, was das Selbstbewusstsein angeht. Weil ansonsten hätte er den schon längst einfach weggedrückt und weggebannt. Auf Diskussionen mit solchen Leuten, die ihn gleich von Anfang an irgendwie als bezeichnet, lässt er sich nur ein, wenn er sich gerade richtig fühlt. Ansonsten werden die sofort weggedrückt und weggeblockt. Oh, mein Live-Inhalt wurde wegen Mobbing und Belästigung gemeldet. Das ist aber ärgerlich. Ich habe dich auch gerade rausgehauen. Das ist genau das, was ich meine, Leute, ja? Er kommt her und sagt, ich habe nicht so viel Scheiße in meinem Leben gelabert wie du. Ja, damit hat er höchstwahrscheinlich recht. Ganz ehrlich, der Bur ist 23, wenn er von da an, wo er zum Sprechen angefangen hat, nur Scheiße gelabert hätte, hätte er weniger Scheiße gelabert als du. Ja? Ist auch geil, der Live-Ding ist wegen Mobbing gemeldet. Kommt hier rein und beleidigt wegen, ich weiß gar nicht was alles, ne? Rainer, du weißt ganz genau, warum du beleidigt wirst. Im Übrigen, dieses sich die Lippen lecken, da ist auch wieder ein deutliches Zeichen dafür, dass du es ganz genau weißt, weswegen du beleidigt wirst. Und dann, was ist das für ein Kindergarten? Hm? Jemanden direkt als, ich weiß gar nicht was alles zu beleidigen. Ja, er hat dich als, ich zitiere, fetten Hurensohn beleidigt. Ich würde dich natürlich niemals als fetten Hurensohn beleidigen. Aber, Boah, also das ist schon ein starkes Stück, Mann. Das ist echt ein starkes Stück. Und dann zu behaupten, dass man nicht so viel Scheiße in seinem Leben gelabert hat. Sorry, aber Junge, du bist echt durch, Mann. So. Mal sehen. Den hatten wir gerade schon mal versucht. Ich probiere es nochmal. Oh ja, hallo? das ist der dritte schon und es ist immer noch keine Mulle dabei. Das ist verdächtig. Abend. Hi, Abend. Also ich wollte erstmal jetzt am Anfang sagen, dass ich das komplett albern finde,
dass man dass man als erwachsener Mann einfach reinkommt und andere Erwachsene halt einfach beleidigt. Das finde ich jetzt, also macht gar keinen Das ist auch Sinn. total. Ja, voll. Ich meine, ich habe Fehler gemacht, klar, ne? Gebe ich. Dazu stehe ich. War auch mal jung. Ich war auch mal jung. Ich war auch mal. Es tut mir weh im Kopf. Und Rainer, ich habe Fehler in meinem Leben gemacht, dazu stehe ich. Du hast noch zu keinem einzigen Fehler, den du gemacht hast, gestanden. Noch nicht einmal. Du hast Scheiße gebaut am laufenden Band und du hast dich noch nie gerade gemacht für irgendwas, was du da fabriziert hast. Noch nie. Weil du ein rückgratloser Hummerzüchter bist. Auch mal dumm. Bin ich vielleicht immer noch Letzteres, aber Das hast jetzt du gesagt. ergibt Ja. keinen Sinn. Auch irgendwann sollte man halt auch mal einen Schlussstrich ziehen, ne? Ja, richtig. Irgendwann sollte man mal einen Schlussstrich ziehen. Den hättest du eigentlich vor 9 Jahren ziehen sollen, wo die ersten Leute dir gesagt haben, Rainer, verpiss dich aus dem Internet, du hast da nichts verloren. Da hättest du einen Schlussstrich ziehen sollen. Dann arbeiten gehen und alles wäre gut. Dann würdest du heute noch in diesem Haus wohnen. Vielleicht hättest du sogar irgendeine kernbehinderte Dorftruller gefunden, die als Kinder mal 3-mal in die Luft geworfen, aber bloß 2-mal aufgefangen worden ist, die dich sogar geheiratet hätte. Dann hättest du jetzt vielleicht ein paar kleine behinderte Kinder und ihr werdet alle glücklich und dumm bis an euer Lebensende. Ja, also ich wollte nur fragen, wie das jetzt ist, wegen Twitch oder YouTube oder so, ob du damit anfangen willst. YouTube habe ich ja ewig gemacht. Ich kann jetzt momentan über YouTube nicht viel sagen. Wie es jetzt da aktuell weitergeht, da ist momentan alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Nein, Rainer, da ist überhaupt nichts in der Schwebe. Da ist aber überhaupt gar nichts mehr in der Schwebe. Das schwebt wie eine Bleiente. So schwebt es. Das ist ganz fest auf dem Boden. Dein Kanal ist weg, du kriegst ihn nicht wieder und wenn du einen neuen aufmachst, wird er sofort wieder weggemettelt. Punkt. YouTube kannst du dir aus den fettigen Haaren, in die fettigen Haare schmieren. Vorbei. Und bei Twitch wissen wir auch, was passiert ist. Du hast es nach deinem YouTube-Bann auf Twitch probiert, das hat eine Stunde gedauert, dann war der Kanal auch wieder weg. Und Twitch mache ich definitiv nicht. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's, warum er Twitch nicht wieder macht. Nicht, weil er da gebannt ist, mit Sicherheit nicht, sondern aus irgendwelchen erfundenen Gründen. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas stimmt mit der Plattform nicht, die haben komische Policies oder es gibt da so, oder irgendwas kommt jetzt. Wenn, dann mache ich vielleicht irgendwie was anderes. Ich glaube, Kick ist momentan auch ziemlich beliebt. Ich weiß nicht. Was Kick? Das ist doch das, wo man die Billigklamotten kauft, oder? Oder bin ich jetzt doof? Oder alt? Oder beides? Ich habe mich aktuell nicht wirklich darauf fokussiert. Also momentan auf Odyssey mache ich Videos. Da heiße ich auch Drachenlord ganz normal wie immer. Handschuhe. Ja, Odyssey ist fürchterlich lukrativ, Rainer. Deswegen sind da alle namhaften Content Creator sind alle auf Odyssey. Und nicht auf so Popelseiten wie YouTube oder Twitch. Das sind alle gehen sie auf Odyssey. Kann ich nur nicht verlinken aktuell. Ja, aber weil du nichts anderes hast, wo du es verlinken kannst. Werde ich aber, da wird auch ich versuche heute Abend dann noch ein kleines Video zu machen und dann auch die nächsten Tage da wieder regelmäßig was zu machen. Ansonsten halt hier auf TikTok, ne? Jo, ja, das war alles, ne? Also ich wünsche dir noch so einen schönen Tag und so. Viel Glück noch Jo, ja. mit einer neuen Wohnung und so. Jo, danke dir. Hau rein. Jo, ciao. So, na, seht ihr, es gibt auch vernünftige Menschen, die vernünftig reden können. Man muss ja nicht immer gleich reinkommen und jemanden direkt instant beleidigen. Ja, wenn das verdient hat. Zumal ich das sowieso hardcore lächerlich finde. So, Ja, Leute, wild beleidigen ist super hardcore lächerlich, oder, Rainer? Findest du auch? Ich könnte jetzt schon wieder irgendwelche Geschichten einblenden, aber ihr kennt sie alle. Ja. Wie oft Rainer irgendwelche Leute, die einfach bloß vor der Schanze gestanden sind und Fotos gemacht haben, als Hurensöhne bezeichnet hat, bloß weil
die da gestanden sind. Und er hat jetzt gerade irgendeine Chance querhanger. Hurra, die gaben es weiter, ist gegangen. Haben wir denn als nächstes? Gucken wir mal. Schau mal einer, guck. Aber ich finde das Profilbild gerade ultra witzig. Probieren wir mal das. Oh ja, mit der Gesichtskirmes auf. Das hat wohl nicht funktioniert. Sieht zumindest stark danach aus. Nee, verbindet noch. Glaubt ihr, dass er sich an den Kragen und ins Gesicht permanent deswegen langt, damit seine Zuschauer seine saucoolen neuen Pennerhandschuhe sehen? Glaubt's ihr? Ich glaub schon. Schade, funktioniert offensichtlich nicht. Probieren wir mal den hier. Moin Rainer! Guten Abend. Guten Abend, alles fit bei dir? Jetzt sehen wir Rainer gar nicht mehr, sondern nur irgendeinen anderen Dude. Aber dem fehlen auch Zähne, einwandfrei. Och, läuft. Wie immer halt, ne? Ein Haufen Vollpfosten, die einen beleidigen. Wenig Kohle, wenig Sex, aber ansonsten das Übliche. Alter, ich habe mich schon gewundert, wo das Thema bleibt. Ja? Wenig Kohle, weiß ich nicht. Ja, wenn ich wenig Kohle hätte, dann würde ich halt nicht irgendwie nach Berlin fahren, um da im Hotel zu nächtigen. Und wenig Sex, ja. Das ist bei mir genau dasselbe, also. Ja, es Macht dir nichts immer draus. so. Du bist immerhin Fame, ja? Alter, wie er sich jetzt dabei wieder fühlt. Ganz ehrlich, was ist denn da los mit den Leid? Dass ihm dann da auch noch wirklich irgendwie Honig ums fette, schiefe Schandmaul schmieren. Wie er sich da wieder fühlt. Du bist ja wenigstens Fame. Glaub mir, ich wünschte, ich wär's nicht. Ja, genau, du wünschtest, du wärst's nicht. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Wenn du wünschtest, du wärst kein Fame, dann würdest du deine kreislige Fettfresse nimmer ins Internet halten. Könnte ich wenigstens vernünftig arbeiten gehen, hätte vernünftig... Alter, mir platzt gleich der Schwanz vor Hass. Was ist das? Dann könnte ich vernünftig arbeiten gehen. Es hält dich keiner auf. Es hält dich, nimm dein Handy, schmeiß in die Tonne und geh arbeiten. Es hält dich kein Mensch auf. eine Wohnung oder hätte vielleicht gar nicht mein Haus verkaufen müssen. Ja, aber entscheidend. Das ist eine krasse Geschichte, was bei dir da abgegangen ist, wirklich. Bitte? Es ist eine krasse Geschichte, was bei dir abgegangen ist. Ich verstehe das gar nicht, weil ich mag dich eigentlich. Cool, danke. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also mal abgesehen davon, ob ich gut oder schlechten Content produziere oder ob ich gut oder schlecht bin oder ob ich gut oder scheiße gebaut, also gutes. Ob ich gut oder scheiße gebaut habe. Ich habe auch immer gut gebaut. Rainer, hast gut scheiße gebaut. Das ist der Punkt. Zeug gemacht habe oder Scheiße gebaut habe. Ich verstehe grundsätzlich nicht, wie man auf eine einzelne Person so losgehen kann. Also es gibt ja auch nicht nur mich, es gibt ja auch noch andere. Gut, mein Fall ist, glaube ich, ziemlich einzigartig, was den Größenverlauf angeht. Nee, ist er nicht. Du bist nicht so besonders, wie du denkst. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, halt, wie man sowas machen kann. Was man davon hat auch vor allem. Ja, also ich finde, es ist hart. Unmenschlich. Naja, klar. Ja, und was treibst du so? Einfach so ein bisschen chillen, ein bisschen chillen. Ich habe gerade deinen Stream gesehen, dachte ich mal, frage ich mal an als Gast. Hast mich direkt reingenommen, richtige Ehre. Ja. Oh. Voll geile, fette... Hat jetzt Rainer tatsächlich seine geistige Heimat gefunden auf TikTok, oder? Ist es jetzt das? Ja. Mit den ganzen anderen grenzdebilen Duddies. Kiste haben wir gerade gekriegt. Ja, sehr gut. Ich schicke dir das auch noch mit rein. Rainer, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ey, folgst du mir? Vielleicht können wir ja mal zusammen Live-Match machen oder so. Wenn du Bock hast, klar, können wir mal machen, ja. Ja, das wäre Hätten wir auch nice. jetzt gleich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, wie das funktioniert. Aber ich weiß nicht, was du noch vorhast, keine Ahnung. Er hat sich damit noch nicht auseinandergesetzt, wie das funktioniert. Das kann so schwer nicht sein. Das schaffen irgendwelche 10-Jährigen. Er macht das laut eigener Aussage hauptberuflich. Und er hat sich damit noch... Die Scheiße ist seit Monaten im Trend mit diesen scheiß Battles.
Und er macht das hauptberuflich. Und er hat sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ja, wenn du Bock hast, gehe ich auch live. Folg mir, ich folge dir auch und dann machen wir Live-Match. Können wir auch mit Bestrafung oder so. Aber ich glaube, du rasierst mich sowieso. Du hast Warte mal, kann ich hier einfach auf das Plus drücken und ich folge dir dann? Genau, Jo. müsste eigentlich funktionieren, genau. Auf Können wir TikTok mit noch nicht so. Bestrafung oder so machen. Mache halt ja mal YouTube und so weiter. Deswegen bin ich da noch nicht so fit. Ja. Jo. Aber Live-Match gehen ja, wenn du mal. Rainer, du hast schon seit einem halben Jahr keinen YouTube-Kanal mehr. Da hättest du vielleicht einmal 10 Minuten nehmen können, um dich zu informieren, wie TikTok funktioniert, was jetzt offensichtlich deine Haupteinnahmequelle ist. Neben irgendwelchen komplett grenzdebilen, die dir Geld für deine Lebensgeschichte geben. 2 Challenge kommt und so, da kannst du auch gut Cash machen, so. Das haben schon mehrere gesagt, ja. Ich habe das bisher erst einmal gemacht. Also ich bin ja momentan in Berlin und war ja am, danke für das Herzchen, Leute. Bin ja momentan in Berlin und habe da neulich an der Mauer gestreamt. Dann die Hater mal erstmal mit Leuten irgendwie an der Mauer an jedem Hotel rumgeeiert und versucht mich zu suchen. Ja, genau, die Hater sind gekommen überall an der Mauer entlang und haben versucht, ihn zu... Alter Schwede. Rainer, dich hat man nicht suchen brauchen. Du bist 20 Meter vor der Mercedes-Benz Arena auf und ab gelaufen. Da hat man dich nicht suchen müssen. Hätte es da Hater gegeben, die dich gesucht hätten, sie hätten dich gefunden. Und auch wenn du dann da nicht mehr warst, wo sie dich nicht gefunden haben, woher willst du dann wissen, dass sie dich da gesucht haben? Das ist doch schon wieder vollkommen hanebüchen, eine vollkommen idiotische Idiotenstory. Da stellt man sich wieder als coolen Dude hin. Boah, da habe ich die Hater mal wieder ausgetrickst. Ja, da habe ich da gestreamt, dann ganz schnell bin ich wieder weg. Und dann sind sie da rumgelaufen und haben mich gesucht. Was ich gar nicht wissen kann, weil ich ja schon nicht mal da war. Boah, eine Ente. Oh, Leon Mattea ist drin. Was? Leon Mattea war das, der dir die Ente geschickt hat. Okay, aber es war bestimmt nicht der echte, oder? War bestimmt ein Fake. Doch, das war der echte. Was? Okay. Ich habe keine Ahnung, was die Ente... Okay. Naja, jedenfalls mal ein bisschen hier in Berlin rumchillen und alles mal gucken, wie es weitergeht. Weiß ich noch nicht genau. Und ja, gut, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt streame, wahrscheinlich nicht mal allzu lange, weil... ja, weil deine Ente, die hast du ja schon gekriegt. Die Barne sind ja schon reingekommen. Die ersten Hater mit Sicherheit, ohne dass ich es weiß. Oh, danke, Alter. Ohne dass ich es weiß, sind natürlich bestimmt schon wieder ein Haufen von den Vollpfonks. Ne, wir wollen ja nicht beleidigend werden, also nennen wir sie Vollpfonks, dann starten das. Wir wollen ja nicht beleidigend werden. Und wie gesagt, wir haben es letztes Mal schon gesagt, der Zahn macht, der sagt bald Metal Off. Ich warte seit einem Jahr schon drauf, dass der Metal Off sagt, aber jetzt kann es nimmer dauern. Dann ist hier Bugs Bunny Staffel angesagt, aber Vollgas. Werden schon wieder viele hier auf dem Weg hin sein und dann mal gucken, wie lange streame ich überhaupt schon wieder. Vielen Dank, Leute, vielen Dank. 16 Minuten, ja, so eine halbe Stunde oder was mache ich auf jeden Fall. Rainer, wenn du willst, komme ich jetzt online, machen wir ein Match gegeneinander mit Bestrafung. Mit Bestrafung, wie genau sieht es denn aus? Ja, Rainer, wenn du gewinnst, dann musst du deinen Kanal löschen und arbeiten gehen. Das wäre eine geile Bestrafung. Ja, weiß ich, was kannst du denn für Strafe machen? In den Fluss springen oder so? Oder Teller auf Kopf kaputt machen? Alles Mögliche. Ich mache alles. Keine Ahnung, aber nichts allzu hartes, einfach so, keine Ahnung, muss 2 Gummibärchen essen oder so, irgendwas in die Richtung. Danke alle. Wow, was für eine Strafe, muss Gummibärchen essen. Du bist ein richtig harter Hund. Alter, das ist die dümmste Challenge, die es aktuell im Internet gibt und sogar die Scheiße checkt er nicht, wie es funktioniert. Ja, gucken wir einfach mal. Alles klar. Gut, dann bis gleich mal. Gucken wir einfach mal. Jo. Hau rein, Rainer, wir sehen uns. Jo, bis gleich. So, ich weiß gar nicht, muss ich ihn jetzt rausnehmen? Boah, den einen hier würde ich ja gerne mal auch mit reinnehmen, weil der halt einfach mal so ultra den geilsten Namen der Welt hat. Das hier hatte ich mir aber gerade vermutet schon. Wartet mal kurz. Ich
probiere das mal eben. Moin Junge, was geht ab, Alter? Servus. Und alles fit? Ja, muss bei dir, Alter. Ja, naja, das Übliche halt, ne? Ja, wie gesagt, immer das Risiko, wenn ich streame mit den Hatern halt, ne? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie groß was du weißt. Schon ein paar Sachen immer mitbekommen hier bei dir, Digga. Mach mal einmal das Plus weg, weil irgendwie ist... Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Okay, mega, Digga. Kannst ja mal bei mir das Plus wegmachen. Können ja mal live gehen, wenn du Bock hast, Digga. Habe ich gerade gemacht, ja. Hab dich gerade mal geliked. Also, Gefollowt, ja. Was geht? Lebst du auf der Straße oder was? jein, also... Jetzt hör auf. Jetzt komm nicht wieder mit der Scheiße. Du bist zum Spaß an der Freude nach Berlin gefahren, weil es Gaudi gemacht hat und pennst da gerade im Hotel. Wenn es jetzt wieder kimmst mit, ich lebe auf der Straße, aber dann fahre ich nach Berlin. Ja und nein, jetzt aktuell im Winter ist natürlich auf der Straße nicht. Aber ich habe auch schon... Nö, im Winter, da gönnt man sich mal Hotel. Im Sommer schläft man dann auf der Straße, weil es schön ist, oder? durchaus Mitte letztes Jahr auch durchaus teilweise auf der Straße gepennt, ja. Oder An Scheiß hast du. Du hast nicht eine Nacht auf der Straße gepennt. Nicht eine Nacht. Das versprich ich dir. Irgendwo hast du dich immer eingezeckt. Und wenn's war, dass du dich von dieser scheiß Duld mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus hast fahren lassen. Bloß damit du da eine Nacht lang warm pennen kannst. im Wald, in meinem Fall. Okay, krass, aber so im Zelt oder wie? Jetzt muss ich mir schnell Lüge einfallen lassen. By the way, Winklerblick, wissen wir Bescheid. Teilweise im Zelt, teilweise unter freiem Himmel, das kam aufs Wetter an. Ja, jetzt aktuell ist es natürlich zu kalt. Selbst Aber hier in du hast Berlin. ein Auto. Nee, Mann, ich habe meinen Führerschein verloren, weil ich mich... Weil mich keine Heiler gewehrt hat. Du hast den Führerschein verloren, weil du die MPU nicht gemacht hast. Und weil du straffällig geworden bist. Ich habe meinen Führerschein verloren, weil ich mich ja von meiner Haustür gegen diese Leute wehren musste. Und dann hatte ich ja mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Und das Landratsamt, also die Führerscheinstelle... Der immer mit seinem Landratsamt kommt. Wie der immer mit seinem Landratsamt kommt. Es ist immer erst, ja, das Landratsamt, ich meine die Führerscheinstelle. Das sind zwei grundverschiedene Sachen. Die konnte selbstständig entscheiden. Die kannten ja meine Situation und so, aber die konnten selbstständig entscheiden, ob die mir eine MPU auflasten. Nein, das können sie nicht. Nein, das steht im Gesetz. Wenn du gefährliche Körperverletzung gehst, dafür verurteilt wirst, dann kriegst du eine MPU. So sicher wie das Amen in der Kirche. Vor allem, wenn du es mehrfach machst. Wenn es einmal passiert, wenn du mehrfach verurteilt wirst in einem kürzeren Zeitraum wegen gefährlicher Körperverletzung, dann kriegst du eine MPU. Das ist ganz normal. Und du stellst nicht so hin, wie wenn die da bei der Führerscheinstelle alle Hater wären, die gesagt haben, hier, dem Rainer, den zeigen wir es jetzt einmal. Wenn ich das mache, wenn ich jemandem erst mit dem Stock eine drüber hau und dann ein paar Monate später mit Pfefferspray und dann irgendwelche Steine nachschmeiß oder sonst irgendwas, Leute mit Taschenlampen verknüppel und jedes Mal wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht stehe, dann schicken die mir auch einen Bescheid für die MPU, weil sie sich denken, der kann einfach nicht mehr ganz knusprig sein, wenn er schon 3-mal Bewährung gekriegt hat und trotzdem weitermacht mit der Scheiße. Dass ich also eine MPU machen muss. Und die konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht machen, weil ich aus dem Haus... Nein, die hättest du... Du hättest dir ein paar Monate früher drum kümmern können. raus bin, weil ich ja mein Haus verkauft habe und alles und mir ein Auto gekauft habe. Und dann eigentlich vorhatte für 2 Jahre, 3 Jahre mal so ein bisschen Auto leben, weil wegen den Hatern kann ich ja oft in Hotels nicht lange unterkommen, weil die mich... Merkst du's? Ja, die wollten mir den Lappen nehmen, aber die MPU konnte ich nicht machen, also habe ich damit rechnen müssen, dass sie mir einen Lappen nehmen. Aber ich habe die MPU deswegen nicht machen können, weil ich mich aufs Autoleben konzentrieren wollte, dass ich jetzt die nächsten 2 Jahre leben wollte. mich finden und alles. Ja, am Ende war es dann das so. Also du läufst von meinen Eltern weg? Das Haus von meinen Eltern habe ich verkauft, ja. Und ich glaube, hier ist gerade ein Hater gewesen, der ein Foto von mir gemacht hat. Oh, shit. Der ist nämlich Aber du bist da so anonym auf der Ecke? Bitte?
Bist du da anonym auf der Ecke? Wo ich jetzt hier bin gerade? Ja, bist du Ich anonym? glaube nicht, nein. Schild vorbeilaufen. Ja. Und da merkt man es wieder. Er läuft absichtlich an diesem scheiß Schild vorbei. Er läuft jetzt an diesem Schild schon zum 20. Mal vorbei. Damit die Leute rausfinden, wo er ist, damit da Leute hinkommen, dass es Turn-up gibt, damit er danach wieder sagen kann, schaut's euch die an, wie die mich hier mobben. Das ist dieselbe Scheiße, wie wo er sich da am Pilgerweg auf diese Parkbank hingesetzt hat. Das ist nicht in Worten, traut euch, kommt zu mir, aber in Bildsprache. Das ist genau das. Ich will, dass die Leute wissen, wo ich bin, damit sie kommen und Turn-up schieben, damit ich sagen kann, hier schaut sich das an, so sind die zu mir. Reine Provokation. Ja, krass, Alter. Ich habe gesehen, du hast viel erlebt, Digga. Ich weiß aber auch nicht, ich habe mich damit nie beschäftigt mit der Materie bei dir, Digga. Warum, wieso, weshalb, aber ich weiß wirklich nicht, Digga. Aber klar, Digga, ich habe auch viel Shitstorm abkassieren müssen. Kennt man doch, wie das so ist, Digga. Ja, der Typ ist auch nicht ganz sauber. Er hat viel Shitstorm abkassieren müssen. Hat er im Shitstorm-Supermarkt gearbeitet, an der Kasse, oder wie? Ja, ne, bei mir ist es halt wirklich so, ich will mich immer nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne? Ja, na, weil wenn du dich weit aus dem Fenster legst, dann fliegst du raus, weil dein Schwerpunkt nicht da ist, wie er bei normalgewichtigen Leuten ist. Aber ich habe halt oft so das Gefühl, ich bin so der meist gehatetste YouTuber von Deutschland. Ja, das Gefühl hätte ich an deiner Stelle auch. Das kann gut hinkommen. Vielleicht sogar weltweit. Weltweit weiß ich jetzt nicht, glaube ich eher nicht, aber... Was die Größenordnung angeht, kann ich natürlich mit größeren YouTubern oder so nicht mithalten, von der Masse her. Aber bei mir ist es halt so, dass irgendwie 2/3, gefühlt 2/3, 2,5 von meinen Fans oder 2,5 Drittel, oder? 2,5 Drittel. Nee, 2,5 Drittel, Digga. Und jetzt auch das Flexen. Das, boah, schaut's mich an. Ich habe mehr Hater als alle anderen in Deutschland. Ja, Leistung, Rainer. Richtig gut. Zuschauern halt einfach Hater sind, weißt du? Und Ja, das macht halt die ganze das Sache. Gefühl bei dir, Digga, das ist das Eklige. Die Leute kommen von aller Welt, Digga, und Ja, Digga. kommen einfach, um dich halt zu versuchen zu flachsen. So, das bringt den Spaß. Ich habe halt original Hater bei mir vor der Haustür stehen gehabt. Eine Person aus Japan, einen aus Russland und einen aus den USA. Nee, aus Russland waren sogar 2. Und einer ist auch aus Italien raufgefahren. Ja, und jetzt noch ein paar. Also USA weiß ich, Bonklings ist tatsächlich vorbeigekommen, weil du ihn im Übrigen eingeladen hast. Weil du ihm gesagt hast, er soll vorbeikommen und er soll sich trauen. Und dann ist er vorbeigekommen und dann hast du einen Schwanz eingezogen. Wie die feige Muchte, die du bist. Das Maul, das schiefe Ogermaul, aufgerissen wie so ein auf Grund gelaufener Pottwal. Aber dann, wo er gekommen ist, ein Ticket gekauft, dann von scheiß USA rübergeflogen ist, bei dir vor der Schanze gestanden ist, dann hast du deinen kleinen Mikropimmel eingezogen. Das ist der Punkt an der Sache. Ach du Scheiße. Ja, gut, Italien ist nicht zu weit, aber im Vergleich natürlich zu Russland oder Japan oder so. Aber das ist schon hart, Alter. Da sitzt du in deinem Zimmer, weißt du, in so einem Kabuff. Und der Bonklings war auch ein Hemd. Bist du am Also jetzt nicht so, dass da irgendwie so ein 2 Meter Hühne vor ihm gestanden wäre. Streamen oder am Zocken. Und dann kommen die plötzlich angeschissen und stehen vor deiner Haustür, rammeln dir das Tor kaputt und ja, es ist schon Ja, heftig, das Mann. ist verrückt. Ich habe gesehen, Alter. Das ist verrückt. Aber würdest du sagen, Digga, das ist wie so ein Fluch, der jetzt weg ist erstmal, dass du dein Haus verkauft hast? Ich arbeite daran, momentan meinen Führerschein wieder zu bekommen. Rainer, nimm den scheiß Finger von dem scheiß Mikro runter. Und Oder kauf da irgend so eine Halterung, die du nehmen kannst, dass du das Handy nicht permanent in der Hand hältst. dann im Idealfall mir wieder einen Ranger oder irgendwie ein schönes großes Auto zu kaufen. Ja, das ist das allererste, woran er denkt. Ich muss schauen, dass ich meine Finanzen wieder auf die Kette kriege, dass ich mir einen neuen Ranger kaufen kann. Rainer, du hast doch nicht einmal mehr einen Führerschein. Kannst du vielleicht über Sachen nachdenken, die nützlich sind, wie ein Dach überm Kopf. Ganz zu schweigen davon, dass du deine Finanzen im Leben nicht klarkriegst. Nie.
Weil du nicht arbeiten gehst und weil du mit Geld so gut umgehen kannst wie ein 5-Jähriger mit Mayonnaise. Ja, Himmelarsch! Die schauen, dass du deine Finanzen auf die Kette kriegst, damit du einen neuen Ranger kannst. Wer soll den fahren? Hast du dann so viele Finanzen organisiert, dass du einen Chauffeur leisten kannst, oder was? Alter Schwede. Dann würde ich gerne versuchen, wieder mehr zu streamen, mehr Videos zu machen und so weiter und dann ja. Aber nicht mehr auf Twitch, sondern mehr so auf TikTok oder was? Ich würde gerne auf YouTube weitermachen, aber ich wurde auf YouTube ja gebannt. Ja, das YouTube-Thema hatten wir heute schon. Das kannst du in die Haare schmieren. Bei mir war es so, ich hatte einen Strike auf ein Video und habe dann, weil es eine Reihe war, das war ein ganzes Format halt, da habe ich alle, es waren so 7 Videos oder 8 Videos, habe ich alle gelöscht während des einen Strikes. So, bis auf das eine Video, dass ich ja Gegendarstellung machen kann. Habe die Gegendarstellung gemacht, das Video wurde wieder freigeschalten, ich habe es gelöscht und hatte aber von den anderen Videos aus der Reihe, die ich gelöscht habe, einen Strike. Rainer, die hast du dann halt nicht gelöscht, sondern wahrscheinlich auch privat gestellt. Der noch nicht auf YouTube angezeigt wurde. Ah, noch nicht angezeigt, halt dein Maul. Halt dein Maul. Du hast gewusst, dass du einen Strike hast. Wir haben gewusst, dass du einen Strike hast. Und wir sind da gesessen und haben gesehen, oh Digga, der hat gerade einen Strike auf dem Hauptkanal und lädt auf dem Zweitkanal hoch. Ob ihm da YouTube nicht doch die Prügel am Main ausschmeißt. Und wieder erwarten hat es Winklerglück nicht geregelt und YouTube hat da die Prügel ausgeschmissen. Punkt. Du hast sehr wohl gewusst, dass du einen Strike hast. Verzeih mir nicht, dass du nicht gewusst hast, dass du einen Strike hast. Und weil ich ihn natürlich gelöscht hatte, das Video, bevor ich den Strike gesehen habe, konnte ich keine Gegendarstellung einreichen. Du hast gelöscht, bevor du den Strike gesehen hast. Jetzt versuch mich bitte nicht zu verarschen. Rainer, ich weiß es jetzt vor allem aus gegebenem Anlass, weil es bei mir nicht lang her ist. Wenn du eine Verwarnung oder einen Strike kriegst, sagt dir YouTube das über ein Pop-up-Fenster in dem Moment, in dem du dich in deinen Account einloggst. Steht da, hallo, wir haben dir die Prügeln ausgeschmissen. Weil du hast dich wie ein Arschloch verhalten. Das steht da. Nicht O-Ton. Ja? Und auch dieser Blick, 100%ig, dass er weiß, dass er hier gerade Scheiße erzählt. Die Lippen so zusammengepresst, nach unten verschämt schauen. Er weiß, dass er lügt. Er weiß, dass er lügt und man kann es ihm an seinem geistigen Fettgesicht ablesen. Er hat genau gewusst, dass er diesen Strike hat. Es gab nur dieses Thema, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war was ihn fürchterlich matt gemacht hat. Dann irgendjemand hat über ihn geredet und das hat er so nicht stehen lassen können, die 4 Tage oder sowas, was der Strike noch gedauert hätte. Und dann hat er rausgekloppt auf dem zweiten Kanal das Video. Und dann haben sie ihm seine Scheißkanäle gezwickt. Bumm, das war rein seine eigene Schuld. Ja, der Witz war... Hier, weg damit. Und dann war es halt so, dass die mich halt wirklich, weil ich halt das Video so hatte, da haben die mich einfach gesperrt. Ja. Die haben mich einfach gesperrt, weil du ein Video hattest, wo ein Strike drauf war. Einfach so. Okay, krass, Digga. Irgendwie was gemacht habe und da gab es wohl irgendwie, ich habe das nur am Rande mitbekommen, da gab es wohl irgendwie so einen Typen, der bei RTL irgendwie einen Podcast gemacht hat über mich und mein Leben, so ein bisschen, so eine Zusammenstellung, keine Ahnung. Der hat auch gesagt, dass das halt eigentlich daneben war und alles und hat wohl auch den YouTube-Chef Deutschland irgendwie eingeladen. Ja, weil irgendein Honk auf RTL einen Podcast gemacht hat und gesagt hat, dass es daneben war, dann ist das natürlich so. Ja, dann steht das. Braucht man nicht mehr drüber reden. Auf RTL hat einer gesagt, das ist ja so einwandfrei. Die Bild-Zeitung hat es bestätigt, haben wir gleich vor Gericht, brauchen wir gar nicht mehr gehen. Kriegst gleich deinen Kanal wieder und 500.000 Euro Schadensersatz obendrauf. Und der Chef von YouTube kommt her und lutscht da dein Pensi. Sag mal, was hast du für Vorstellungen? Ja. Und der hat auch wortwörtlich gesagt, dass mein Verstoß irgendwie so gravierend war, dass ich meinen YouTube-Kanal nicht wiederbekomme. Was natürlich beknackt ist, weil... Ja, weil du vorher dieselben Verstöße schon 1000-mal gemacht hast und sie dir da den Kanal noch nicht gezwickt haben. Damit fehlen mir im Monat halt 2.000, 3.000, ne? Was bedeutet, dass ich dann auch seit
ich weiß nicht, seit August oder was, Juni, Juli, August eigentlich keine Kohle mehr verdienen oder dann mehr viel verdienen und natürlich dann halt teilweise auf der Straße pennen musste, weil ich mir Hotel irgendwann nicht mehr leisten konnte, weil mir dann irgendwann die Kohle im September ausgegangen ist. Ja, genau, deswegen hast du bis vor kurzem nur im 4-Sterne-Spa-Hotel gewohnt. Weil die Kohle ausgegangen ist schon im September. Also, Ja, krass. Nee, aber hier auf TikTok, Digga, ist auch auf jeden Fall, also bringt Spaß, Digga. Und Digga, hier verdient man auf jeden Fall auch was, Digga. Digga, von denen 70.000 Euro, die du für die scheiß Schanze gekriegt hast, hätte die 3 Jahre leben können. Das ist auch so, ist auf jeden Fall auch eine Einnahmequelle, Digga. ja, das auf jeden Fall. Die Leute schicken die ganze Zeit was rein. Guck mal, Dodel, Ja, Romana oder so. Weißt du, ich meine? Die Leute freuen sich schon hier, Digga. Das ist auf jeden Fall schon cool, ja. Das Problem ist aber leider auch halt Das TikTok zwickt sich 70% von der Kohlen, die er nachgeschmissen kriegt, in die eigene Tasche. Da bleibt bei ihm nimmer viel. wenn ich hier jetzt groß rumstehe an der Stelle, wo ich jetzt bin. Jetzt habe ich schon 2 Nachrichten von Leuten bekommen, die alle jetzt gesagt haben, also ich habe ja so meine Spione in den Hater-Foren und so, und die haben jetzt halt alle gemeint, ja, die wissen jetzt schon ganz genau, wo du bist und so und wollen. Rainer hat seine Spione in den Hater-Foren. Rainer, das, was du für deine Spione in den Hater-Foren hältst, sind höchstwahrscheinlich eher Doppelagenten. Das sind Leute, die aller Demon, die einen auf Gut Freund vorspielen, damit sie Infos von dir kriegen, die dann wieder in diesen Hater-Foren verbreitet werden können. Aber auf den Trichter bist du auch noch nicht Kämmer, obwohl es schon 1000-mal passiert ist. Jetzt dahin kommen und wollen da jetzt dich suchen und alles. Das heißt, ich muss jetzt dann auch in den nächsten 10 Minuten spätestens hier weg, weißt du? Bevor die dann hier alle auftauchen und mich hier dann wieder irgendwie nerven oder mich belästigen oder so. Gut, ich habe den Vorteil, Ja, oder dich in die Spree schmeißen. hier ist direkt eine Polizeistation daneben, irgendwie von der Wasserwacht oder so. Das ist also, dass er sich dann zum Streamen immer in die Nähe von irgendwelchen Polizeistationen setzt. Das ist wie diese petzenden Drecksstreberkinder in der Grundschule, die sie dann am Pausenhof irgendwie nicht mit den anderen Kindern, weil alle anderen Kinder haben sie gehasst und die haben sich dann immer irgendwie in der Nähe von der Lehrerin aufgehalten, damit sie von den anderen Kindern nicht verwemst werden. Genau so eine Scheiße ist es. Der weiß ganz genau, dass er Scheiße am Hacken hat und dass er zu Recht gehasst wird. Und dann hockt er sich neben die scheiß Polizeistation in der Hoffnung, dass ihm da irgendwie nichts passieren kann. So, wenn es wirklich hart auf Fahrt kommt. Aber trotzdem, das muss halt auch nicht sein. Ich will ja auch den Stress verursachen oder so. Ja, klar. Ich sagte, das ist echt ätzend. Ich kann halt nicht einmal, ich kann mich Du bist nicht immer mal auf der irgendwo. Flucht quasi, oder was? Ja klar, ich kann mich nicht mal in Berlin irgendwo in ein Café setzen. Ich war neulich in einem Café in Berlin, irgendwo mittendrin, und habe einfach einen Kaffee gesoffen. Und plötzlich kommt da jemand rein und will ein Foto machen. Ich meine, cool, ne? Habe ich nichts gegen, habe auch ein Foto gemacht. Aber das ist halt so, man kann halt natürlich nirgendwo hinhocken. Und das Problem ist halt bei mir, Boah, ich bin so krass Fame, Alter. ich meine, du kennst es ja bestimmt selber, dass man halt oft erkannt wird. Das ist ja nicht das Thema so, das ist auch okay, ist auch cool. Aber das Problem ist halt bei mir, ist halt immer das Risiko, dass die dann gleich versuchen zu orten, wo ich bin und alle auf mich losgehen. Weißt du, was ich das Gefühl habe bei den Hatern, Digga? Bitte? Weißt du, was für ein Gefühl ich habe? Also, weißt du, was für ein Gefühl ich habe bei den Hatern? Die können nicht mit dir und auch nicht ohne dich, Digga. Da gibt's welche, Tatsache. Es gibt dann Leute, die sind so drauf angewiesen, dass es ihn gibt, dass dann da gewisse Aktionen geschoben werden, um das Game künstlich am Leben zu halten. Braucht man gar nicht. Er ist dumm genug, er macht selber weiter mit der Scheiße. Ja, das ist aber ganz genau Irgendwie treffend. brauchen sie dich, Digga. Weißt du, ich meine, irgendwie so, Digga. Das hört sich echt verrückt an, aber irgendwie ist es so. Ja, da kommt mal kurz. Kleine Sekunde. Ich habe einen Livestream an, also wenn du was sagen willst. Ja, wir können ein Foto machen, aber es soll jetzt nicht zu laut sein, weil sonst hört man dich. Ja, schon eine ganze Weile. Alter, wie oft er in letzter Zeit Fotos mit irgendwelchen Leuten macht. Soll ich einfach mal hierher? Machen wir ein Foto. Ja, danke. Kein Ding. Halt durch, ja? Ja, ich versuch's. Danke dir. Hau rein. So, jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall, wie heißt das? Dein Internet ist mal richtig beschissen, ne? Das stockt irgendwie so. Liegt das an deiner Internetverbindung oder an deinem Handy? Ich habe 4G, aber ich habe aktuell auch irgendwie mir fehlt irgendwie ein Strich aktuell gerade. Vielleicht liegt das ein bisschen so an der Position hier, das kann schon sein, ja. Eigentlich habe ich
unbegrenzt unlimit eigentlich. Also eigentlich müsste das Internet recht gut sein, aber wenn die Verbindung hier natürlich schlecht ist, ich bin ja nicht im WLAN oder so drin. Aber siehst du Bin das nur mit- selber nicht, Digga, wie das die ganze Zeit stockt? Das ist ihm vollkommen wurscht. Das ist eine übliche Kartoffelqualität. Das kennen wir doch von seinen frühen Streams. Bevor er Glasfaser etc. in seine scheiß Schanze hat legen lassen. Das ist ihm doch scheiß wurscht. Hauptsächlich Barne fliegen durchs Fenster rein. Nö, Weil die ist bei alles mir läuft Unser Qualitätslord. okay. Bei mir läuft alles flüssig, aber wie gesagt, ich werde jetzt immer mal Ja, bei dir läuft alles flüssig. Ich glaube, dass bei dir auch schon lange nichts mehr festgelaufen ist bei der Scheiße, die du frisst den ganzen Tag. kurz aufhören. Wenn ich die Tage mal streame oder man kann ja auch privat PN schreiben. Genau, oder- man kann PN schreiben, Digga. Nochmal. Okay, Digi, ich wünsche noch viel Spaß, Digga. Dann hört man sich sonst, ja? Lass dich nicht ärgern, Digga. Jo, danke dir, Alter. Hau rein. Ciao, Digga. Ciao. So. Na, jetzt hier mehrfach Warnungen kriege und auch schon die ersten herkommen und mich anquatschen, werde ich den Stream, obwohl ich eigentlich eine Stunde streamen wollte, hier mal ein bisschen früher beenden. Oh, Rainer, jetzt musst du den Stream früher beenden, weil die Leute hier kommen, die Scheiße ne bauen. Ich danke euch für die ganze Unterstützung. Ich danke euch für die ganzen Likes und die ganzen Posts. Und so. Ja, zur Hölle soll er fahren. So. Ich werde schauen, dass ich jetzt versuche, alle paar Tage mal zu streamen, solange ich noch in Berlin bin. Wie lange ich noch in Berlin bin, weiß ich noch nicht. Kann ich euch leider gar nicht sagen. Keine Ahnung, frage mal dann Bewährungshilfe, wie lange du noch in Berlin sein darfst. Steini, sorry. Ich weiß, wollten wir eigentlich machen, aber wie gesagt, jetzt haben sie mich schon gefunden und so weiter und versuchen mich jetzt gerade. Oh, jetzt haben sie sich zufällig gefunden, weil es 20.000 Mal an diesem Fährenschild vorbeigelaufen bist, oder? Ganz zufällig haben sie dich da gefunden. Hier schon wieder anzugreifen und alles. Ja, Deswegen würde ich angreifen. jetzt das mal ausmachen. Wir machen das die Tage mal. Mhm. Wie gesagt, ich bin die nächsten 1-2 Tage auf jeden Fall mal wieder online und dann reißen wir das. Tut mir echt leid. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein und ich nehme jetzt die Fähre und verpiss mich. Tschö. Verpiss dich. Nimm die Fähre und verpiss dich. Nimm aber die Fähre am besten, keine Ahnung, nach Südamerika oder sowas. Irgendwo hin, wo es kein Internet gibt. Leute. 180. In diesem Sinne. Haut rein. Tut nicht, was Rainer tut. Ich wünsche euch was. Und mehr Love.